Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, wenn ihr nichts verpassen wollt, zu jedem Spiel gibt es eine kleine Analyse, beziehungsweise meine Meinung eigentlich. Analyse ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Wer nichts verpassen möchte, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und so weiter. 3:2 in Dortmund gewonnen. Ich habe das Spiel natürlich gesehen, ich habe es auch konzentriert gesehen und ja, wenn man das ganze Spiel betrachtet, muss man schon sagen, dass es am Ende ein bisschen glücklich war. Ja, vielleicht nicht ganz unverdient, aber ich denke mal mit dem Unentschieden hätte sich auch keiner beschweren können von unserer Seite, von Dortmunds Seite. Gerade erste Halbzeit, denke ich, haben wir ein super Fußballspiel gesehen, was Werbung für die Bundesliga war, definitiv. Ersten 5 bis 10 Minuten war Dortmund klar besser im Spiel, beziehungsweise wir nicht wirklich da. Das Gegentor aus einem Schiedsrichterball ist natürlich ein Witz, ne, dass das so zustande kommt. Da müssen wir gar nicht drum herum reden. Nach 10 Minuten, Viertelstunde waren wir die klar bessere Mannschaft. Ja. Wir haben Dortmund uns zurechtgelegt, haben sie hingespielt. Hätten viel mehr aus den 10 machen müssen, die wir hatten. Ja. Das war immer bis zum finalen Pass eigentlich. War es sehr gut. Wir hatten sehr viel Raum. Auch gerade durch die Mitte hatten wir sehr viel Raum. Und wir haben es einfach viel zu wenig ausgenutzt. Klar, sind wir damit 1:2 in die Halbzeit. Was gut war. Aber ja, nach der Halbzeit waren wir in der zweiten Halbzeit generell, wenn man die ganze zweite Halbzeit sieht, waren wir definitiv nicht die bessere Mannschaft. Da war es schon ziemlich ausgeglichen. Dortmund hatte mehr stärkere Phasen in der zweiten Halbzeit. Klar, das Tor in der 48. Minute, was natürlich auch wieder hergeschenkt war, ja, durch einen individuellen Fehler von Upa leider mal wieder. Darf ihm nicht passieren, so ein Ding, ja. Das ist ja klar, ich meine, da musst du aus dem Winkel das Ding auch erstmal so machen, hat der Haaland super gemacht, war ein super Tor. Gar keine Frage, macht auch nicht jeder aus dem Winkel, aber natürlich darf das so nicht passieren. Ansonsten haben wir es eigentlich gut gemacht, fand ich, in der Defensive. Ja? Hat mich auch ein bisschen überrascht. Wir haben am Anfang viele Probleme über die rechte Seite gehabt, über Fonsi. Fonsi war die ersten 20 Minuten echt out of order, muss man leider so sagen. Hat sich danach aber reingefuchst und wurde immer stärker. Das hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht, warum die Dortmunder nicht mehr über unsere linke Abwehrseite versucht haben, über Pavard. Aber Pavard war stabil, also da war jetzt auch nichts so irgendwie mit Flanken. Ja, ab und wann war es wieder so, dass er ziemlich weit vorne war. Dass Upa dann, gerade erste Halbzeit war es 2-3 Mal der Fall, dass Upa dann rausrücken musste und dann war nur Hernandez in der Mitte und dann musste Fonsi einrücken. Ja, haben wir ja auch so ein bisschen gesehen beim Gegentor. Aber das war ein paar Mal der Fall, aber ansonsten war seine Seite eigentlich relativ dicht. Ja, obwohl man sagen muss, dass die Dortmunder halt auch nicht über links gespielt haben, die kamen immer über rechts. Aber Fonsi hat sich da zum Glück gefangen. Ja, ich würde sagen, bevor ich jetzt mal weiter ins Detail gehe, schauen wir erstmal einen Blick auf die Statistiken, wie wir das hier kennen. Bin selber gespannt. Das ist noch nicht gesehen. Statistiken. Ballbesitz 47:52. Ja, relativ ausgeglichene Abseitsstellung 3:1, Foul 10:10, Zweikämpfe 52:47. Ja, ein kleines Plus bei Dortmund. Schüsse aufs Tor 4:6, Schüsse insgesamt 12:17, Ecken 4:6. Ja, man sieht es relativ ausgeglichen, immer mit so einem kleinen Tacken besser bei uns. Auch angekommene Pässe 346:406 und Flanken 8:9, also sehr ausgeglichen. Ne? Deswegen, also die Statistiken stützen schon meine These, dass ein Unentschieden okay gewesen wäre, aber wir es vielleicht am Ende einen Tacken mehr verdient haben, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, bei Unentschieden hätte sich keiner beschweren können. Schüsse insgesamt, Coman 3, Levi 2, Sané 1, Torschuss, Vorlagen, Müller 1. I don't know, was mit der Statistik hier los ist.
Gewonnene Zweikämpfe, Hernandez 7, Levi 7. Levi 7 habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Davis 5. Ballkontakte 87 Pavard, 74 Tolisso, 70 Upa. Ja, und gefolgt worden, schenken wir uns. Ja. So viel mal zu der Statistik. Ja, gucken wir uns gleich die Aufstellung an. Können wir gleich mal ein paar Noten vergeben und ein bisschen auf die einzelnen Leistungen eingehen. Neuer, denke ich, hat eine gute Leistung gebracht. Hat wie immer als Ex-Schalker auf Dortmund immer 1, 2 Bocke drin. Frag mich nicht warum. In jedem Spiel in Dortmund hat der Neuer so ein komisches Ding drin. Ist zum Glück heute nichts passiert. Hat aber natürlich schön den Ball da in die Füße gespielt und auch sonst 2, 3 Mal nicht so souverän geklärt. Ja, würde ich eine 3 geben. Vielleicht mit einem kleinen Minus diesmal. Ansonsten, ja, bei den Toren konnte er nichts machen. Ansonsten war er fehlerfrei. Hat aber ansonsten jetzt auch nicht irgendwie großartig Schüsse aufs Tor gehabt oder sowas. Muss man auch sagen. Können wir vielleicht auch nochmal kurz darauf eingehen, auf die Dortmund. Die haben es gut gespielt dann teilweise. Aber auch bei den Dortmunder, der letzte Pass, dass dann mal irgendwie ein vernünftiger Torschuss zustande kam, außer diese 2, gab es halt auch nicht. Ne? Es gab in der zweiten Halbzeit nochmal 3 so Kullerbälle, an die ich mich erinnere, die der Neuer so aufpicken konnte. Aber sonst eine richtige Torchance haben die Dortmunder auch nicht mehr gehabt. Wobei man da fairerweise sagen muss, wir auch nicht wirklich. Ne? Ja, wir hatten nochmal so einen halbgaren Freistoß. Ansonsten, ja, Coman, erste Halbzeit hatte noch 2 Schusschancen, dann wieder den einen schießt er aufs Tor, den anderen hätte er querlegen sollen und andersrum hat das dann andersrum gemacht, hat ein bisschen Scheidungspech gehabt, ja. Benji, ja, war für mich heute eine gute Leistung, ja. Hätte ich auch nicht gedacht, was ich das nochmal sage. Lag natürlich auch ein bisschen daran, dass, dass nicht so viel über seine Seite Dortmund angegriffen hat, erste Halbzeit. Aber auch zweite Halbzeit, also für mich eine ganz souveräne Leistung vom Pavard. Hat auch viel vorne mit versucht. Ja, er ist nun mal nicht der da durchgehend hinterläuft und an Flanken schlägt. Das war auch klar. Aber defensiv war es eine gute Leistung. Also würde ein Pavard heute eine gute 3 geben. Fonsi würde ich heute eine schlechte 3 geben, weil ersten 20 Minuten war er Totalausfall. Muss man einfach so sagen. Und auch zum Ende hin hat man schon gemerkt, so teilweise, dass so die Kraft weg ist. Also da war nicht mehr so die Sprints, die Konzentration so da. Aber im Großen und Ganzen hat er ein gutes Spiel gemacht, ein souveränes Spiel. Also von daher immer noch eine 3 am Start. Hernandez hat für mich wieder ein bärenstarkes Spiel gemacht. Wir haben es auch gerade bei den Zweikampfwerten gesehen. Ja, zu der Elfmeterszene. Erste Halbzeit war für mich kein Elfmeter. Ja, das sage ich nicht nur mit der rosaroten Brille auf. Weil es war auch erste Halbzeit auf der anderen Seite auch nochmal so eine ähnliche Szene, wo er mit dem Oberkörper weggedrückt wurde. Ja, das sah jetzt ein bisschen mehr aus in der Zeitlupe beim Hernandez. Hat der Reus ja auch gar nicht viel draus gemacht. Den brauchst du ja auch nur angucken, dann fällt er hin. Ja, ist für mich kein Elfer. Fertig. Dann musst du, wie Franz Beckenbauer früher mal gesagt hat, ja, dann musst du 10 Elfer pro Spiel pfeifen, wenn du sowas anfängst zu pfeifen. Ja, Hernandez für mich eine 2. Ja, würde ich schon sagen. Upa würde ich eine 3 geben. Hat es eigentlich im Großen und Ganzen gut gemacht gegen Haaland. Ja, eine Zweikämpfe und sowas. Ja, aber aufgrund des Fehlers kannst du ihm keine bessere Note geben. Das muss er auf seine Kappe nehmen. Hat sonst auch nochmal 1, 2 kleine Wackler drin gehabt heute wieder. Ja, ich weiß auch nicht, ob er vielleicht einfach ein bisschen überspielt ist. Ansonsten muss er mal ein bisschen mehr Konstanz reinkriegen. Wieder so, denke ich, ja. Sané dasselbe heute. War heute nicht ganz so präsent, ja, aber auch schon in den letzten Spielen, so merkt man, generell bei der ganzen Mannschaft merkt man einfach, so der Kräfteverschleiß ist da. Ja, das muss man sieht das komplett durch die ganze Mannschaft, abgesehen mal von Pavard, der heute irgendwie besser war. Keine Ahnung, aber ansonsten sieht man schon den Kräfteverschleiß ganz klar. Sané hat nichtsdestotrotz die Szenen, die er hatte, hat er gut gemacht. 2, 3 Mal Kontersituationen damit eingeleitet und sowas. Aber zweite Halbzeit war da halt auch nicht mehr viel. Und die Auswechslung war dann auch völlig gerechtfertigt in meinen Augen. Würde ich auch eine 3 geben. Goretzka würde ich eine 4 geben.
Leon war wieder gar nichts heute. Generell mit Tolisso zusammen. Wir waren erste Halbzeit und auch zweite Halbzeit teilweise so offen in der Mitte. Es war keine Präsenz in der defensiven Mitte. Keine. Guck mal, was die Dortmund in der ersten Halbzeit gespielt haben. Oh ja, wir haben den Ball hinten erobert. Ich spiele den Ball auf den Mittelkreis. Und von da aus leite ich nochmal weiter auf den Haaland. Und da war nie einer. Nie. Wir hatten, auch wenn wir hinten drin, Dortmund hatte mal 10 Minuten Drangphase, erste Halbzeit, auch zweite Halbzeit nochmal eine Viertelstunde lang. Und es war keine defensive Mitte bei uns da. Gar nichts. Also Goretzka stand dann irgendwann mal hinten, ja, aber dann auch immer 20 Meter vom ballführenden Mann weg, kam in gar keinen Zweikampf rein, konnte keine Passwege zustellen, gar nichts. Ja, und Tolisso dasselbe, ja. Tolisso war noch ein bisschen mehr auffälliger, hat ganz gut die Bälle verteilt, ja. Spielaufbau war er ein bisschen, war er auf jeden Fall mehr eingebunden wie Goretzka. Aber Defensivverhalten, die Mitte war einfach nicht vorhanden. Ja. Das hat man dann auch zweite Halbzeit gesehen, dass sich schon der Müller so weit hat fallen lassen, um damit zuzumachen. Also Goretzka eine 4, Tolisso habe ich eine 3 gegeben. Es war ein gutes Spiel. Hat die Bälle gut verteilt. Hat es natürlich dann auch ein bisschen schwer gehabt mit Goretzka an seiner Seite, muss man mal ganz klar sagen. Ja, da war Goretzka definitiv der schwache Pol. Von daher hat das gut gemacht. Ja, also Tolisso ist auch einfach ein guter Spieler. Wenn er mal verletzungsfrei bleiben würde und mal wieder Zutrauen hat. Hatte heute auch wieder zwei Kämpfe, wo man gesehen hat, wow, ja, da sollte man eigentlich rein und stabil bleiben. Und da hat er zurückgezogen. Haben wir im letzten Spiel auch schon gesehen. Da hat er noch nicht so das Zutrauen wieder in seinen Körper. Kingsley, ja. Kingsley habe ich noch erste Halbzeit, bis zu seinem Tor habe ich gesagt, so langsam muss er mal ein bisschen mehr rausmachen. Ne? Er hat so viel Raum gehabt auf der Seite, hat aber das 1 gegen 1 sehr oft gescheut. Auch Davis am Anfang hat das 1:1 gescheut. Weiß ich nicht warum, weil beide haben eigentlich ganz klare Vorteile gehabt gegenüber den Dortmunder Defensivspielern. Da hätten beide mehr rausmachen können, meines Erachtens nach. Hat dann das Tor gemacht, ja. War eine gute Leistung von ihm. Ich würde sagen, eine gute 3, ja. Müller tue ich mich ein bisschen schwer, die letzten Spiele, auch heute wieder. Klar, vom Koordinieren der Pressinglinie, vom Fallen lassen und auch mal hinten mit aushelfen, ist der Müller immer eine 1. Ne? Auch vom Charakter her und so wichtig für die Mannschaft. Aber heute wieder teilweise, erste Halbzeit, alto Belly. Was er wieder teilweise für Bälle nicht zum Mann gebracht hat und sowas, das war wieder unterirdisch. Klar hat er dann immer auch seine Müller-Momente, keine Frage, ja. Also von daher will man dem Müller ohne 3 geben. Aber sehr schwankend im Moment, weiß ich auch nicht. Sehr, sehr schwankend. Levi, ja, wir haben es auch gesehen bei den Zweikampfwerte, also für einen Stürmer wieder überragende Zweikampfwerte. Hat ein Hummels ganz klar abgekocht da hinten. Aber auch der Müller, ja, keine Frage. Mit der Torvorbereitung sah der Hummels ganz, ganz schlecht aus. Levi eine 2 für seine 2 Hütten, wobei man sagen muss, in Elfer hat er wirklich Glück gehabt. Ne? Also kann den Dortmunder Torwart jetzt nicht wirklich so beurteilen, ich kenne den nicht. Aber den hätte man halten können, wenn nicht halten müssen. Ne? So gut war der jetzt nicht geschossen, nicht so platziert. Ja, war einigermaßen hart, aber jetzt auch nicht so hart. Also er war in der richtigen Ecke, er war dran, er hätte ihn auf jeden Fall halten können. Da haben wir Glück gehabt, dass der Elfer gegeben wurde. Muss ich sagen, ist für mich ein klarer Elfer. Ja, also habe ich die Aufregung nicht verstanden. Ja, ich verstehe die Emotionen, dann die Aufregung in so einem Spiel, dass dann da so ein Elfer da drüben nicht gegeben wird und dann da wird der Elfer gegeben. Aber ganz ehrlich, wenn man so versuchen will, einen Ball zu köpfen, als Innenverteidiger, der alles erlebt hat in seiner Karriere und das besser weiß, ja, dann kann man nur sagen, selbst schuld. Natürlich super unglücklich, mit Sicherheit auch keine Absicht, ganz klar, aber dann gehe ich nicht so, wenn ich einen Ball da wegköpfen will, gehe ich nicht so mit dem Arm voraus dahin, so. Mache ich halt nicht. Punkt. Hat er gemacht, Elfmeter. Ja, super glücklich, gar keine Frage. Zweite Halbzeit waren wir nicht gut, meines Erachtens nach, so gar nicht.
war Dortmund viel, viel besser im Spiel. Aber auch ohne große Chancen zu haben, ne, muss man auch ganz klar sagen. Aber wir waren nicht mehr so präsent, haben nicht mehr so die Ruhe gehabt. Wir haben uns so die ersten 20, 25 Minuten der zweiten Halbzeit richtig anstecken lassen von den Dortmundern. Viele, viele Ballverluste auf beiden Seiten, ja, oder Balleroberungen. Ja, war zweite Halbzeit kein schönes Spiel mehr, muss man sagen. Zumindest so die ersten 20 Minuten nicht. Klar, dann durch die Aufregung hin und her kam mir da ein bisschen Dingens rein, ein bisschen Pfeffer rein, aber ja, im Gegensatz zur ersten Halbzeit, aber ich denke mal, da hat man einfach auch auf beiden Seiten den Kräfteverschleiß gesehen. Die Auswechslung, Hernandez, ja, hoffen wir mal, dass nichts Ernstes ist, sah schon sehr übel aus, wie er da umgeknickt ist. Da kann halt echt irgendwie so ein Band geschädigt sein oder so, das hoffen wir es mal nicht. Ansonsten, Tanguy, ja, also erstmal Süle komplett unauffällig. Ja, also 75. Wir haben ja 90, wir haben heute 100 Minuten gespielt. 10 Minuten Nachspielzeit habe ich auch noch nicht erlebt. Fand ich auch ein bisschen überzogen, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, so 6 Minuten hätten auch gereicht. Oder lass es 7 sein, aber 10 Minuten fand ich, ja, sei mal dahingestellt. Tanguy, würde ich sagen, ja, man hat sofort gesehen, dass dann mal defensiv einer in der Mitte war. Na, hätte ich mir schon viel, viel eher gewünscht, die Einwechslung. Jetzt wie Martinez in seinen besten Tagen. Jeder Ball, der hoch reinkam, hat er rausgeköpft. Vorher schon vor den Innenverteidigern, gar kein Problem. Da ist nicht mehr ein hoher Ball mehr durch die Mitte durchgekommen. Hat sonst auch 2, 3 sehr wichtige Bälle abgefangen, war präsent, war auch gut im Zweikampf drin. Hätte ich mir viel, viel eher gewünscht, die Einwechslung. Ja, Musiala habe ich nicht ganz verstanden auf die 6er oder 8er Position. Ja, kann er spielen, aber in Dortmund, nee, hätte ich mir lieber einen Tanguy gewünscht, direkt als defensiver Stabilisator und dann Musiala halt auf die Seite für einen Sané oder sowas oder auch für Müller mal reingebracht. Gnabry war Totalausfall, Gnabry war wieder Note 6 heute, Alter. Wenn ich es benoten würde, wir benoten es nicht, aber im Spiel wie in Dortmund, wo man reinkommt, ja, und dann in der Defensive, ja, ich laufe mal 3,8 Meter, nee, ich bleib jetzt doch stehen. Und lässt die Leute einfach laufen über links. Ja. Geht halt nicht. Geht halt nicht. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, habe ich auch schon in den letzten Videos angesprochen, dass der Pavard manchmal so schlecht aussieht, liegt halt einfach daran, dass er Gnabry seinen Arsch nicht bewegt. Ja. Wegen mir die Gerüchte, ja, Gnabry Wechsel, bla Sülz. Ganz ehrlich, ja, also drauf geschissen. Also sehe ich nicht. Ja, nach vorne, klar, hat er immer Bock. Ja, aber auch oft sehr eigensinnig, aber ist okay. Für einen Außenstürmer man kann auch mal eigensinnig sein, aber nach hinten hat der gar keinen Bock. Es war schon unterm Flick schlecht und ist jetzt unterm Nagelsmann noch mal weniger geworden. Also man hat heute gesehen, dass Coman viel nach hinten mitgearbeitet hat und dadurch halt auch Pavard ein bisschen mehr Spielraum hatte und nicht halt immer 1 gegen 2 stand. Ja, es waren trotzdem 1, 2 Szenen da, wo 1 gegen 2 stand, wo dann Upa rausrücken musste, habe ich ja schon gesagt. Aber lange nicht so viele, als wenn der Gnabry da spielt. Und ja, heute, wenn er halt reinkommt, dann erwarte ich, dass da für 30 Minuten Feuer ist. 30 Minuten Feuer, ja, in so einem Spiel. Und das war nicht. Das war so, ja, ja, ist mir jetzt eigentlich egal, ob ich spiele oder nicht. Mein Freund, der Kimmich, ist nicht auf dem Platz. Doch, da muss ich auch nicht viel machen. So kam mir das rüber, Alter. Hat mir gar nicht gefallen. Musiala, ja, hat schwer gehabt, würde ich sagen. Generell, zweite Halbzeit haben wir uns sehr schwer getan, was Offensivspiel anbelangt. Und deswegen sage ich auch, hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn das Spiel unentschieden ausgegangen wäre. Ich hatte sogar die Befürchtung, dass die Dortmunder sich in so einem kleinen Rausch spielen. Haben sie zum Glück nicht nach dem 2-2. Klar waren sie da noch mal ein paar Minuten am Drücker, so 10 Minuten, aber dann haben wir es wieder einigermaßen gut in den Griff gekriegt. Und dann war es sehr zerfahren, wie ich schon sagte, zweite Halbzeit, teilweise so 20 Minuten war es sehr zerfahren. Und nach hinten raus muss man einfach sagen, ja, haben wir es gut wegverteidigt, gut rausgeschoben, gut die Bälle gehalten, haben nicht mehr das letzte Risiko genommen, das 4. zu machen, sondern lieber den Ball in den eigenen Reihen gehalten bei 10 Minuten Nachspielzeit.
war es der richtige Weg. Wir haben am Ende 3:2 gewonnen. Wie ich schon sagte, in meinen Augen natürlich ein bisschen glücklich, keine Frage. Aber mit den Elfmeterentscheidungen gehe ich persönlich auf jeden Fall d'accord. Ja, jetzt kann man wieder sagen, ja, rosarote Brille und das erste ist ein Elfer und nein, er muss es sich aber auf jeden Fall angucken. Ja, meines Erachtens nach muss man sich da gar nichts angucken. Klar geht der Arm ein bisschen raus vom Hernandez, aber man muss sich da auch nicht so fallen lassen, wie es der Reus getan hat. Und ja, wie gesagt, wenn du so da einen Elfer gibst, musst du so viele Elfmeter geben. Auch auf der anderen Seite gab es so eine ähnliche Szene, wo es jetzt dann nicht ganz so klar war, ja, wo aber auch rausgeschoben wurde. Der Müller war es, glaube ich, sogar hier im Gesicht, wurde da runtergedrückt im 16er. Da musst du sowas auch pfeifen, ja, und dann siehst du halt wirklich 3, 4 Elfer im Spiel. Das ist natürlich keinen Sinn. Ja, und das Handspiel im 16er auf der anderen Seite war ein Handspiel. Punkt. Und an einer Stelle, wo der Arm nichts zu suchen hat. Der Arm hat nichts hier zu suchen, wenn ich einen Kopfball machen will. Punkt. Und das weiß ein Hummels. Ja, hat man auch in seiner Reaktion gesehen nach Abpfiff. Ja, dass das wusste, dass das sein Ding war. Ja, gehörte Arm halt einfach nicht hin. War super glücklich für uns, super unglücklich für Dortmund. Super viel Glück gehabt beim Elfmeter, der war nicht gut geschossen. Generell Hummels hatte einen schrabenschwarzen Tag. Ja, hätte fast sogar noch ein Eigentor gemacht. Also von daher, ja, war es ein glücklicher Sieg für uns. Vielleicht nicht ganz unverdient. Aber wie gesagt, ein Unentschieden wäre definitiv das gerechtere Ergebnis gewesen. Aber Fußball ist nun mal nicht gerecht. Ja? Ich erinnere mal an das Spiel das Spiel zu Hause gegen Frankfurt, wo wir hätten 10:1 gewinnen müssen. Oder 10:2 und haben 2:1 verloren. Also Fußball ist nicht gerecht, Leute. Und ich bin zufrieden. Wir haben die Dortmunder geschlagen. Alles ist gut. Mein Wochenende ist gerettet. Tabelle, ja, 4 Punkte vor. Wir können ja nochmal einen kleinen Blick schmeißen eben. Sagt jetzt nicht viel aus. 14. Spieltag, 4 Punkte vor. Ja, hätten wir nicht in Augsburg verloren, ja, hätten wir 7 Punkte vor, wird die ganze Chose schon anders aussehen. Und so ist nicht viel passiert. Leverkusen ist wieder dran, ja. Freiburg ist gut abgekackt, ne? Kann natürlich noch auf 25 kommen. Ansonsten, ja, man sieht Hoffenheim. Haben sich auch hochgeschlichen, ne? Union, klar. Union ist da stabil. Und wenn man jetzt mal guckt, so innerhalb von 4 Punkten ist halt selbst Bochum und Köln auf einmal da. Ne? Wenn wir nach unten gucken, führt, ja, die nochmal mehr wie 1 Punkt holen werden, ist auch fraglich. Mich freut es riesig für den VfL. Ja, klar, es sind nur 6 Punkte, aber aktuell ja, haben sie 6 Punkte vor Augsburg. Punkt. Na, freut mich riesig. Hoffe, dass die Bochumer drin bleiben. Und ja, können nochmal kurz auf die nächsten Spiele werfen. Barca, ne? Bin ich sehr gespannt, was noch drin ist im Tank. Ob die Champions League nochmal Kräfte freisetzt. Dann Mainz. Ja, darf man auch nicht unterschätzen. Die Mainz haben in den letzten Jahren auch immer gute Spiele gegen uns gemacht. Haben aktuell auch so eine, ja, ganz ordentliche Form, aber auch immer Mahüt, Mahot. Oder Mahot, Mahüt. Hü und Hot. So. Dasselbe wäre dann Stuttgart. Wolfsburg ist auch schwer einzuschätzen. Ja. Ihr seht's aber, das Programm ist voll. Ja. 8., 11., 14., 17. Das wären nochmal 4 ganz, ganz harte Spiele für uns, weil man hat in den Spielen hier schon gesehen, auch gegen Freiburg schon, dass wir auf den Stock gehen, ja, was so das Leistungsvermögen anbelangt. Also, wenn man heute sieht, erste Halbzeit war super, zweite Halbzeit war bei uns der Akku echt leer. Bei Dortmund zwar auch, aber Dortmund hat immer noch ein bisschen mehr Power gehabt, meines Erachtens nach. Und ja, ich bin sehr gespannt, aber viel rotieren ist ja leider auch nicht, weil wir haben ja Corona von Nicht-Geimpften und Quarantänefälle und ja, da ist halt auch nicht so viel mit rotieren. Du kannst ja jetzt in der Bundesliga auch keine großen Schnitze erlauben, muss man auch so sehen. Gut, Barca, aber klar würde man gerne sagen, wir nehmen die 6 gewonnenen Champions League Spiele mal mit. Ne? Das wäre natürlich auch eine Leistung. Bin sehr gespannt.
Wie gesagt, ich denke nicht, dass wir hier in den 4 Spielen nochmal so eine Gala sehen, wie wir sie vor 4 Wochen gesehen haben. Ja, so eine Phase. Ich denke, da ist einfach, ja, aktuell der Drops so ein bisschen gelutscht, was die Leistungsfähigkeit angeht. Jetzt werden wir natürlich auch wieder keine Zuschauer haben bei uns im Stadion. Ist natürlich super schade bei 3 Heimspielen von 4 Spielen ohne Zuschauer. Dasselbe wird für Stuttgart gelten. Sehr, sehr schade. Vielleicht da nochmal ein paar Worte zu. Ja, ich finde schon, dass es Wettbewerbsverzerrung ist, was da aktuell stattfindet. Muss man ganz klar so sagen. Viele Vereine, ja, die einfach durch ihre Fans einen Heimvorteil haben. Ob Augsburg gegen Bochum heute so gelaufen wäre, wenn das Stadion voll gewesen wäre und die Augsburger ein bisschen mehr Rückenwind gehabt hätten, sei mal dahingestellt, weiß man nicht. Dasselbe bei Dortmund. Gut, wir haben das Spiel am Ende gewonnen, aber ja, wir haben definitiv keine Fans in den Stadien. Alle bayerischen Vereine haben keine Fans in den Stadien. Alle Vereine in Nordrhein-Westfalen dürfen 15.000 Zuschauer reinlassen. Oder halt eine Kapazität von ihrer Max-Kapazität. Und ja, das ist dann, man kann es nicht anders sagen, und das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Ja, ganz klar in meinen Augen. Weil es ist einfach ein Heimvorteil, wenn Fans da sind und die Mannschaft unterstützen können. Punkt. Und wenn dann ein Bundesland beschließt, wegen der Corona-Lage, es dürfen keine Zuschauer rein, dann hat das die ganze Bundesliga zu betreffen. Ja? Und die ganze zweite Liga, da muss man sagen, im Profifußball gibt es keine Zuschauer. Punkt, bis die Lage besser ist. Auch wenn in dem Bundesland dann die Inzidenz nicht so hoch ist, dass das nötig ist. Ja, aber so ist es eine Wettbewerbsverzerrung in meinen Augen. Gut. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ist ein bisschen länger geworden, wie ich wollte. Ja, Fazit, denke ich, glücklicher Sieg, muss man so sagen. Elfmeter-Entscheidung für mich aber völlig d'accord. Und nächstes Spiel, Mittwoch. Ich bin leider auf der Arbeit, muss ich mal gucken, wie weit ich da was sehen kann. Wir hören uns am Donnerstag, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Bis Donnerstag.